Ich bin, vielleicht haben Sie es gesehen, ich bin ein bisschen grösser. Ich bin 1,95 und darum meinen viele, dass meine Eltern auch sehr gross sind. Was nicht der Fall ist. Meine Mutter ist etwa 1,60, mein Vater ist knapp 1,70. Ein guter Kollege von meinem Vater ist 1,90. Ich hoffe, er hört nicht Radio. Sorry, Tata. Ich komme aus Zürich. Zürich ist eine gefährliche Stadt. Ich war gerade vor ein paar Tagen im Ausgang und ich habe gesehen, wie ein grosser, muskulöser Mann Stress hat mit seiner kleinen, zierlichen Freundin. Es war nur verbal am Anfang. Ich habe gedacht, ich mische mich nicht ein. Aber plötzlich hat er sie am Unterarm gepackt und da hat mich meine Zivilcourage übermannt. Ich bin männlich zu ihm angegangen und habe gesagt, «Hey, Kollege Essig!» Ich habe in meinem Leben noch nie so eine harte Flatter bekommen. Kurz K.O. gegangen, jetzt geht es mir ein bisschen besser und ich muss sagen, auch heute noch denke ich daran und stelle mir vor, hey, nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn er zugeschlagen hätte. Ja, die Zürcherinnen haben einen guten linken Haken, muss ich sagen. Sonst lerne ich gerne Sprachen und ich muss da mal sagen, es ist extrem unfair wegen dem Französisch. Sobald die Welschen einen Accent roman oder Accent français haben, dann denken wir an Serge Gainsbourg, an Brigitte Bardot, so ein bisschen sexy Sachen. Sobald man bei uns den kleinsten Deutsch-Schweizer Akzent hört, sind wir etwa so sexy wie der Johann Schneider-Ammann in Birkenstock. Nur in Birkenstock. Ja, Charles gefällt es. Ja, ich wollte da natürlich mir kein Urteil anmachen, oder? Und sonst bin ich ursprünglich aus Kroatien. Ich bin ein bisschen enttäuscht in der letzten Ferien. Ich habe realisiert, ey, die geilsten Hotels und die schönsten Restis, die sind gar nicht von uns Kroaten. Nein, die sind wirklich von den Deutschen und von den Österreichern. Das heisst, im kroatischen Tourismus läuft es etwa wie im Schweizer Fußball. Wenn du willst, dass es wirklich gut wird, lass die Ausländer machen. Der wird vor dieser WM deutlich besser ankommen. Aber zum Schluss muss ich noch sagen, ich schaue gerne ein Match von der Schweizer Nazi. Also hauptsächlich schalte ich ein, so in der 89. Minute. Nicht wegen dem Fußball, sondern ich liebe einfach die Interviews von Wladimir Petkovic. Immer wenn er im Fernsehen ist, habe ich das Gefühl, geil, mein Onkel ist berühmt. Und ich muss mir immer ein Lachen verkneifen, wenn er mit seinen stahlblauen Augen so selbstbewusst in die Ferne schaut und ein Interview gibt. Ich bin niemals so männlich wie er, also ich kann es nicht so gut nachmachen. Ich probiere es trotzdem, wenn er sagt, ich muss ein bisschen runter mit Testosteron. Ja, wäre gut gewesen, ein bisschen Tempo zu reduzieren. Aber war unübersichtliche Situation gewesen und jetzt Wallon hinter nur Lärm gemacht und jetzt ist gewesen, was ist gewesen. Danke vielmals. Ja, danke. Weiterlachen. SRF3.ch. Das ist Radio SRF 3. SRF 3.